Hallo, oh. Hallo Kid Rap. Wusstest du, Kakapos, die flugunfähigen Papageien Neuseelands, riechen nach Honig und Blumen? Die Viecher insgesamt oder eine Scheiße? Es ist nie was von Scheiße gesagt, wenn die heißen Kakapos. Ah, okay. Ja, genau, vielleicht kommt da ja das Sprichwort, das riecht du nach Blumen beim Scheißen. Ja. Gut, das ist sehr allgemein gehalten. Aber darf mich interessieren. Ja. Aber warum? Darf mich auch noch mehr interessieren. Na, whatever. Spendenlink für unsere Neuseelandreise unterm Vlog. Du warst schon in Neuseeland, Ja. du musst nicht nochmal. Und du hast gesagt, es war voll scheiße. Ja, es war. Nein, du hast nur gesagt, es war jetzt nichts, wo die erste Wanderung wieder hingeht. Nein. Prost. Prost. Wie geht's dir denn? Passt, ein bisschen krank, ein bisschen Hals wie Schnupfen, Klassisch. feierroten Schwanz. Feierrot. Aber damit bin ich auf der Welt gekommen. Glurak-mäßig. Der brennt immer. Magst du Glumanda? Ja. Magst du Glutexo? Nein. Glurak? Ja. Ich finde Glutexo wirkt irgendwie so ein bisschen. Da gibt es auch so, ja, ich weiß nicht, das, wenn ich jetzt ausführe, kann ich was damit anfangen, aber es gibt eine American Horror Story Staffel über Zirkus. Also das wird im Zirkus gespielt und da ist also ein Spitzkopf dabei und irgendwie, also so, ich weiß nicht, wie nennt man das dann, ich weiß nicht, wie man es politisch korrekt nennt, wenn man einen Spitzkopf hat. Also es ist so eine Behinderung, glaube ich. Ja, okay, also er ist deformiert, sagen Er ist wir mal. deformiert, genau, ja. Hat in der Genlotterie nicht aus dem Vollen geschöpft. Okay. Ja. Nicht Und so schaut der gewonnen. Glutexo für mich aus mit seinem kleinen. Ja, ich mag Hornkopf, Glutexo ja. gar nicht. Ich weiß allgemein nicht. Also was schon mutig ist, also dass halt sowohl Bisa Sam als auch alle Weiterentwicklungen, als auch Shiggy, als auch alle Weiterentwicklungen hardcore mongoloid ausschauen. Ja, Deswegen mag ich es so gern. Ja. Ich habe, glaube ich, nie Glumanda genommen, auch wenn es natürlich ein riesen Vorteil war, wenn du gegen Rocco kämpft hast, weil Fire. Also es war kein Nachteil. das war der einzige Nachteil. Ach stimmt, das ist noch gar keine. Warte. Ja klar, stimmt, hast du voll Nur recht. Blatt Ja. und Wasser war gegen Rocco effektiv. Nein, aber pass auf, ich habe es jetzt verwechselt, weil ich habe mit der Geiben angefangen und das war tausendmal schlimmer, weil Pikachu ist ja hier und Glut ist zumindest nicht effektiv. Naja, das kann sein. Und bei Pikachu habe ich mich halt dumm und doppelt Ja, getackelt. dann musst du dann so scheiß Knofenser fangen, musst das trainieren. Genau. Totale Zeitverschwendung, nur damit du dann so ein geschissenes Kleinsteinblatt machen kannst. Ja, Knofenser, ganz schlimm. Ja. Ganz schlimm. Ich weiß auch nicht, warum ich mal so ein Smetbo-Fan war. Irgendwie bin ich es immer noch. Ja. Schlafpuder, gib ihm. Voll, ja. Ja, aber Raupi, ich weiß noch, beim ersten Mal, ich hab Pokémon gespielt, da hab ich noch gar nicht lesen können. Ja. Also mit 14. Sein, ja. Nein, mit 5 oder so habe ich die blaue Edition gekriegt. War noch nicht auf dem Game Boy Color, sondern auf dem normalen, Ja, klar. auf den fetten. Und Smetbo war das erste Pokémon, das mir begegnet ist, quasi also in der freien Wildbahn. Was? Smetbo? Nicht Smetbo, Raupi, genau, Entschuldigung. Okay. Jetzt, ja. Ich gedacht, wow. Glitch in der Matrix. Ja. Na, und da war ich richtig aufgeregt. Ja, Und ich hab alles gefangen am Anfang. ja, logisch, ja. Ja, und auch diese scheiß Käfersammler, die haben's da schon gekocht, Mann. Ja, schon, ja, völlig, ja. Du hast schon gut schauen müssen, gell? Ja, oder die Gören Ich will weiß, kämpfen. erinnerst du dich an das Gefühl, das du gehabt hast beim Gameboy-Spielen? Ja. Das war das pure Glück. Ja, das war. Und das Krasse ist, dass das so leicht reproduzierbar war, als wir einfach mit 16, 17, 18, keine Ahnung, wo wir beide die Scheiß unseres Lebens gehabt haben, die Lebensmittelvergiftung nach dem Skilager, Ja. haben wir ja wieder angefangen zum Zocken und Ja. das war so geil. Das war so geil. Ich glaube, ich hätte jetzt fast genauso viel Spaß Ich noch. habe einmal in meinem ersten New York Urlaub, haben wir uns, meine Begleitung und ich haben wir uns mitgenommen, eigentlich für den Flieger. Auf ein Hotelzimmer gekommen und haben ein bisschen gezockt. Ja, weil, Ja, ganz aber ehrlich, was gut. das Herz will, was Ja, das Herz du will. bist ja dann schon 8 Stunden unterwegs oder so und dann Ja. war es Winter und irgendwann hast du halt dann keinen Bock mehr und dann, bevor du halt dann amerikanisches Fernsehen schaust, habe ich dann ein bisschen Pokémon gezockt. Ja, voll. Saugeil. Ich hasse die Nein-Editionen. Und da bin ich wirklich so oldschool, da klinge ich zwar wie der Dad von meinem Dad, Ja. wenn ich jetzt über AI rede Ja, oder über Ausländer. ja. Aber zwickt Wie weit mich hast nicht. du gespielt? Tatsächlich nur Silber, Ja, ja. Gold. Ja, Silber, Gold. Gold. Und dann habe ich mal irgendwann, ich weiß nicht, was danach, Rubin, Scheißdreck oder Ding, ich glaube einmal 2 Sekunden angefangen, habe mich total abgefuckt. Wir haben Ja, da hast wir du haben den Gold neuen- und Silber habe ich die Pokémon schon oft nicht mehr so cool. Ja. Die waren mir damals schon zu gewollt. Ja, ein paar coole gab es noch. Hut. Ja, Hut war stark, stimmt, ja. Hab ich gern mengen. Ja, das war stabil. Aber die Anfangs-Pokémon, ich weiß nicht einmal, wie was heißen, Kanimani, Ja, Feurigel, Feurigel, ja. Endivie. Ganz genau, ja. Haben wir nichts gegeben. Nein.
haben wir überhaupt gar nichts. Ja, ich war ja tatsächlich immer mehr so der Wassertyp, also bis als Sam habe ich damals auch genommen, aber ich habe meistens Ski genommen, weil ich weiß nicht, ich habe Tourtag schon ziemlich brachial gefunden. Also bis Sam habe ich noch cool gefunden, aber die Weiterentwicklungen waren alle Müll für mich. Ja, bis auf Flor. Ja, bis auf Flor ist es halt einfach, nein. Ja, reden wir nicht drüber. Schaut aus wie so ein Drauftrittschwammerl. Warum eigentlich? Rauchschwammerl. Ja, das sind ja alles Rauchschwammerl. Ja. Warum haben es eigentlich zweimal schildkrötenartige Wichser gemacht, oder? Für mich ist das auch, also ist Bisa Flor trotzdem so den Grundstance von einer Schildkröten, oder? Ja, irgendwie schon, aber ich glaube, es ist das Gesicht eine Knospe sein, oder? Eine Knospe mit einer Krötenknospe, oder? Kröte vielleicht, ja, kann schon sein. Ja, mir egal. Wurscht. Scheiß drauf. Ja, soll mal schauen. Wochenrückblick. Ja. Wir waren in Estonia. In Tallinn. Ja, Estonia. Wie war's? Wie hat's dir gefallen? Nein, war super. Ich war positiv überrascht. Was heißt positiv überrascht? Ich habe mir nichts erwartet von der Stadt. War nicht negativ eingestellt oder so, aber ist eine richtig geile Stadt. Also voll. Kannst nichts sagen. Super, wir waren in der Altstadt hauptsächlich unterwegs, da ist eine Bar nach der anderen und ein Essensding nach der anderen. Also wir haben ja alles innerhalb von, sage ich mal, 10 Minuten fußläufig erreichen können. Ist halt schon witzig, wenn du es mit Wien vergleichst, wo wir ja keine Chance gehabt haben, irgendwo was zum Kriegen zu essen. Und in Tallinn hat es echt viele gute Anlaufstellen gegeben, also viele solide Anlaufstellen. Eigentlich, das ist eigentlich so die absolut durchschnittlichste Stadt, die ist davor, ich weiß nicht, wie ich es ausdrücken, weil es ist egal, wo du hingehst, es ist ganz selten, dass du was komplett outstanding ist, aber du wärst eigentlich nirgends enttäuscht, wo es dir geht. Also, auch das Smokehouse war nicht gut, aber war nicht scheiße. Nein, das stimmt, also für die Lebensmittel auf jeden Fall, aber ich finde, wo sie sich sehr viel Mühe gegeben haben, finde ich bei der Ausstattung, also wie das Lokal eingerichtet war, da waren oft schon Sachen, was du sagst, also zum Beispiel jetzt wo wir, wie hat das geheißen, das Irish Pub, wo wir erst separat geguckt sind, wo sie es so auf London gemacht haben. Scotland Yard. Ja, genau, also das finde ich das war geil, ja. War richtig cool hergerichtet und auch viele Bars, alle mit so einem kleinen Thema oft. Ja, das also klar, manche Bars auch nicht, also die Karaoke-Bars, in denen wo wir waren jetzt nicht so schick, aber sonst fand ich es eigentlich echt immer schön hergerichtet. Auch die ersten Bars, in denen wo wir waren. Ja, wie heißt der Biergarten. Ja. Unnötig, was mich aufregt, weil der keinen Garten gehabt hat auch im Sommer. Aber gut. Jetzt blamieren wir uns halt richtig. Estländischen Frauen, ist das richtig? Ich glaube schon, ja. Die estländischen Frauen sind auch echt. Kann man gleich sagen. Ich weiß nicht. Ja, die Weiber da halt. Ja, die Weiber von oben. Die sind auch überdurchschnittlich gut aussehend. Also du gehst halt einfach an einen Burger King vorbei, wo bei uns einfach so eine rotbackete Geißerin normalerweise rauskommt und da ihren 14. McRib gerade rausröbst. Ja, schon, ja. Und die schauen aus, als wenn es direkt... Was mit der Schachtel gefressen hat. Ja, schon, der hängt drin oder irgendwo zwischen den Zahnlocken. Ja. Weil es nur zum Viehdoktor geht. Und die kommen da raus und als wären sie gerade vom Vogue-Shooting kommen. Ja. Und das wissen sie auch, die Fotzen. Ja. Ich muss aber auch sagen, dass das bei uns ja nicht gewürdigt wird, wenn sie Weiber herrichten, sondern es wird eher immer kritisiert, sage ich jetzt. Es müsste halt einmal eine anfangen. Ja, auf dem Land zumindest, ja. Da werde dann immer sehr schnell geredet. Schon, oder? Ich glaube schon, ja. Also bin mir sehr sicher, ja. Gut, ich glaube aber, das hat nicht nur was mit dem Herrichten zum tun, sondern es ist halt einfach dann grundsätzlich der Neid, wenn man vom Haus aus schon gut ausschaut und sie dann noch herrichtet, dann bist du halt eh raus. Ja. Dann hast du hier nichts zu suchen. Das Einzige, was noch schlimmer ist, ist halt, wenn du schwarz bist. Ja, das stimmt, ja. Kann man auch noch mal sagen, leider, gell? Früher hast du das noch gut sagen können, das interessiert doch keinen Schwanz mehr. Nein. Hoffe ich. Juckt keinen mehr. Sonst ein wahnsinnige... Wir ecken nicht mehr an. Seitdem alle Leute Facebook-Kommentare schreiben und Insta-Kommentare. Ja, stimmt, ja. Sind wir nur ganz kleine Lichter. Wir sind die Normalen im Internet. Ja, wir sind die Netten, wir sind jetzt die guten Jungs. Ja, schon, ja. Ja, aber ich habe gedacht, in der einer Karaoke-Bar, da ist ja dann so ein ganzer Tisch Finnen oder Schweden gekommen, also sowohl Typen als auch Weiber, und die waren alle sehr, sehr adrett angezogen. Dann habe ich uns angeschaut und gedacht, schon wieder. Spielst du auch manchmal mit dem Gedanken, deinen Style, wenn du, sage ich mal, ich sage jetzt mal nicht einmal in gehobenere Etablissements gehst, jetzt sagen wir mal, nennen wir mal nur München. Ja. Sagen wir, du gehst nach München fort, spielst du dich dann wieder mit dem Gedanken, ob du deinen Style ändern sollst? Ich teilweise schon, weil ich laufe gern so rum, wie ich rumlaufe. Ja. Ich mag meinen Look grundsätzlich, sprich
schwarze Jeans, weiße, bisschen Oversize-Shirt, Ja. Ärmel hochkrempeln, mein Look ist für mich perfekt so. Ja. Und trotzdem, oder das heißt trotzdem, wenn du halt dann irgendwo hingehst und dann siehst du die Arschlöcher mit Hemden, und ich meine natürlich kein Business-Hemd, sondern Ja. es gibt ja so den Conor McGregor-Look, nennen wir mal. Ja. Bisschen weniger und weniger enge Hosen vielleicht. Ja. Das ist schon was, wo dann einfach einen Unterschied macht. Ich halt auch mit meinen 2 Jahre alten weißen Schuhen, wo überall Cocktailflecken drauf Ja. sind und Kurscheiße. Schon, ja. Die Schuhbandel schauen aus, als wären es 6 Jahre irgendwo Ja. am Sumpf gewesen. Ja. Und dann siehst du halt jemanden, der einfach schöne Schuhe hat. Ja. Ich glaube, das ist aber ein Menge die Competition, und du bist, also wenn ich jetzt zum Beispiel bei mir daheim rausgehe, ist da niemand auf der Straße. Im Normalfall aus, es ist Ja. Sommer und das sind lauter Touristen, dann vielleicht. Aber sonst, ich kann zum Bäcker gehen, sind da schon Leute, aber die schauen genauso behindert aus wie ich. Meine weiße Jacken. Ja. Ich wohne jetzt am Bauernhof. Ja. Da werde ich schon angeschaut. Ja. Schon, Ja. was ist denn das für ein Papagei? Ja. Ja. Also das ist schon, da fragst du dich schon. Ja. Ja, weil ich bin schon am Überlegen, dass ich für besondere Situationen mir einfach, oder nicht einmal so besondere, sondern einfach dem Zweck angemessen, Ja. sage ich mal, der Veranstaltung angemessen, mir vielleicht nur einen zusätzlichen Kleiderschrank. Kannst du, Ja. muss ja nicht immer der teure H&M sein. Nein, du absolut. kannst ja auch Ski-In. Ja, völlig. Und dann Outfittery. muss es halt, das soll jetzt im Sommer machen, weil dann muss es halt 3 Wochen draußen lassen, weil es noch Plastik riecht, das Gewand. Ja, Aber- richtig. Völlig. Hast du schon mal was von Ski-In bestellt? Ich wollte eigentlich schon seit 1000 Jahren, aber habe nicht die Also ich Zeit. habe schon viele Sachen gesehen, ja, aber ich habe bei Temo, und das ist ja ungefähr das Ja. gleiche, schon mal Gewand mitbestellt, und das war echt schlimm. Also Okay. nicht einmal von der Qualität, sondern was groß hat. Ich habe instant gedacht, ich kriege Krebs, wenn ich das anziehe. Also ich möchte hier keinen verraten, aber Ja. jemand, der sehr groß ist Ja. und sich anzeigt wie Steve Jobs, Ja. nur wesentlich ärmer Ja, in diesem Büro, bestellt fast nur bei Shein. ja. Und die Qualität der Klamotten ist echt richtig solide. Nein, im Endeffekt ist ja alles das Gleiche eigentlich. Ja. Also, ja, ich bestelle gerade richtig viel. Ich schaue gerade, dass ich mich modetechnisch ein bisschen weiterentwickle oder andere Sachen noch mache. Ja, ich steppe mir auch zur Zeit auf der. Ja. Aber viel, es ist echt richtig nervig, also weil die Kleidergrößen oft so. Ich habe mir 3 Lederjacken bestellt, eine war viel zu groß, also wirklich viel zu groß, und ich habe sie in meine normalen Größen bestellt. Eine war viel zu klein, das war so für Italiener oder sowas. Für mich. Ja, ja, die andere gefällt mir nicht. Ja. Also, ja. Ich darf einfach gerne mal bei Outfittery bestellen, einfach nur um die in Wahnsinn zu treiben. Ja. Weil denen wünsche ich sehr viel Glück, mir was Ja. zusammenzustellen. Ja. Wenn ich sage, ich bin so und so groß Ja. und wiege so und so viel, dann versuchen sie mir Hosen zu schicken. Ja. Ja. Was meinst du, wie sehr es die Leute, die unseren Podcast regelmäßig hören, inzwischen schaufelig, wie oft wir über unsere Hosenproblematik Das ist reden? halt täglich, ist ein täglicher Kampf, Ja. und wir haben noch nicht aufgegeben. Gute Nachrichten. Ja. Ich hätte aus Tallinn nochmal eine Stefano-Geschichte. Ah ja, stimmt, ja. Weil, oder welche meinst du? Weil du gerade gesagt hast, ja, stimmt ja. Also meine Stefano-Geschichte ist aus der Karaoke-Bar, wo er fast vergewaltigt worden war. Okay, ja, gut. Das war sehr, sehr gruselig. Der Stefano und ich, wir haben entschieden, wir bleiben länger in der Karaoke-Bar, weil es eigentlich gerade grübig war. Außerdem habe ich mich sehr gut mit 2 Schwule unterhalten. Aber die waren nicht so schwul, sondern die waren schwul. So tuckig schwul. Also die wollten, Ja. dass jeder sieht. Ja, das, also, Die ja. waren nicht nur sexuell schwul, sondern die wollten den ganzen Lifestyle Ja. nach außen tragen. Und ja, das waren Musical-Darsteller, Okay. klischeehafterweise. Ja. Und die haben dann auch gesungen. Mit denen habe ich auf jeden Fall lang Ja. geratscht. Echt, haben die auch mal gesungen? Ich Ja. hab nur die Mädels, habe ich Ja, gedacht. waren ein das, bisschen- haben wir das auch Musical-Darsteller? Ja. Bei die waren auch nicht, die waren nicht schlecht. Ja, also das waren alle 4. Ah, okay. Und dann habe ich zu ihm gesagt, was es eigentlich mit ihm ist, wenn er auch Musical-Darsteller ist, warum er nicht singt. Und der war halt wirklich so richtig tucken. Ah, ja, schon. Hat er gesagt. Und ich sag, ja, schon. Oh, nein, dann no, hat er gesagt. Und dann singt er endlich. Und es muss leider zugeben, es war grottig. Es Echt? war wirklich grottig. Die anderen waren gut, aber bei ihm war es gut. Und dann kommt er danach wirklich so, did you like it? Und dann habe ich gesagt, yes, Rock on. great job. Ja, das ist wahrscheinlich der Arsch vom Pferdl in dem Musical. Ja. Ja, Mann, ich weiß nicht mehr. Ach genau, das hat der der Schauspieler, der mit uns zusammengearbeitet hat, der hat einmal eine Rolle als Gestank gehabt. Das ist nämlich, Okay. weil wenn man eigentlich was Lustiges sagen will, dann sagt man, du hast bestimmt einen Baum gespielt oder Ja. einen Arsch vom Perler. Und der hat wirklich die Rolle als Gestank gehabt. Der Okay. war so eine Wolke. Bei so einem Impro-Theater. Nein,
Alter, ich bin letztes Mal, wenn wir gerade bei Theater sind, in einer TikTok Live Ja. eingeschlittert Ach so, live. vor einem Impro-Theater. Und das war so schlimm. Ja. Das war so schlimm. Und die Kommentare waren aber zu positiv dafür. Ja, die also, das war, also ich weiß nicht, ich hab's nicht verstanden. Also, Ja, was ich hab der Mike, der Inferno Mike, hat mir letztens, Entschuldigung, Kevin. Ja. Kevin hat mir letztens ein Ding geschickt, ein Reel von zwei. ja, das hat man noch zusätzlich geschickt und dann war ich wahrscheinlich im Algorithmus und dann Das denke ich ist mir, wow. ein Mann, Ja, den Sturm zu trotzen. Ja, steht ein bisschen so. Ich behaupte, dass ich nicht der Allerbeste bin auf einem Beat jetzt zu improvisieren, aber das hat mir weh da. Ja, Tallinn Karaoke Bar. ja, Auf einmal sehe ich einen Stefan over, der rausgeschaut wie ein Tschetschene, langer Bart, Ja. ungefähr so mein Gräs. Und dann sagt der Stefan, ja, die haben jetzt gefragt, ob wir mit einer hintergehen. Und ich glaube, wenn ich ihn richtig verstanden habe, wollte er, dass ich ihm einen lutsch. Sag ich, okay. Und dann sagt der Stefan, ja, dass er erst mich fragen muss, ob ich auch Bock habe dahinter. so ein Bock hast du mal zum Lutschen. Ja, das darf man jetzt nicht im falschen Hals kriegen. Also Ja, das im Separé, wahrsten das Sinne des Wortes. richtig, das, was er als Separé bezeichnet hat, der Ja. ja, aber Bi kann auch gewesen sein, Ja. aber der hat ja ausgeschaut wie schwul, also kann er nicht schwul sein. Nein. Ich glaube, dass das mehr so eine demütigende Aussage sei halt sein. Und hinten das Separé, das war das, wo wir vor unsere Jacken hingelegt haben. Es war Ja. nicht so separat. Also da, okay. Und dann sagt er, dann kommt er zu mir und sagt, yeah, I asked your friend if he wants to come in the backstage Ja. area. You get some drinks and we can talk about Hitler, sagt er. Dann sag ich, Ja. Das ist so klischeehaft. das war's, ja. Das hat als Scherz gesagt, Ja. deswegen, wir haben nicht über Hitler reden können dann. Und dann sind wir da geguckt, war eigentlich irgendwie ganz witzig, der hat auf jeden Fall irgendwie was Intus gehabt, der war Ja. hat auch meiner Meinung nach, ich finde, du siehst Leute, ob sie einen Hau haben, und der hat definitiv einen Hau gehabt, die waren zu dritt und die anderen zwei waren richtig in Ordnung. Einer Ja. davon war ein Polizist, mit dem habe ich lange geredet. Ja. Und auf einmal kommen Mädels dazu. Und das eine Mädel schaut mich so an und macht so, dann sage ich, hä? Ich bin ja nicht in Bayern. Ja. Dabei ist er gewohnt. Ja. Aber hier so, dann schaut sie auf ihr Handy und der Stefan hat mir im Nachhinein gesagt, weil ich habe jetzt gemeint, das ist jetzt einfach Verarsche oder sie findet mich halt ausnehmend hübsch, was ich schon verstehen kann, grundsätzlich, aber der Stefan hat mir im Nachhinein erzählt, dass das Erste, was er ihr erzählt hat, wie viele Follower und Aufrufe für Mittellos Brutales haben. Ja. Und deswegen Ich glaub, war das sie ist oft ein Stefan aus der Entry. so passiv starstruck scheinbar. Aber wenn man den weiteren Verlauf der Geschichte bemerkt dann, oder betrachtet, dann merkst du, dass das wahrscheinlich einfach gespielt war. Ja. Auf einmal dann sind die Mädels dazugekommen, mit denen haben wir geredet, die waren wirklich in Ordnung, waren keine estländischen Frauen typische, also die waren eher so 6 von 10. Okay. Und auf einmal ist der Polizist, mit dem ich mich ewig lang unterhalten habe, ist gegangen. Und zwar ohne was zum Sagen, Okay. als dann noch zwei dazugekommen sind. Und dann haben sie uns einfach 2 Weißbier hingestellt Ja. und gesagt, ja, wir sollen das jetzt trinken. Und das ist so, weil wir haben noch Bier gehabt, das ist extra von Jana, das sollen wir jetzt trinken. Und dann habe ich gesagt, was hältst du denn davon? Weil ich zu dem Moment noch nicht dran gedacht habe, dass das ein Fall sein kann. Ja. Was hältst du denn davon, wenn du jetzt ein Sauf-Battle gegen einen Stefan noch machst, weil der so schnell saufen kann? Ja. Und dann hat er gesagt, ja, er trinkt auch total schnell, hat der in der Tschetschene, ich weiß nicht, wie der geheißen hat. Hugo gesagt, wahrscheinlich. Hugo. Und der Stefan hat jetzt da ein Video davon, 2 Sekunden weg, und der andere siehst du, wie er uns dann wieder hinstellt und so richtig auffällig schaut. Und dann ist eins der Mädels hergekommen und auf einmal so gemacht bei mir. Ja. Und dann sind wir sofort gegangen. Okay, ja. Weil das war dann wirklich, weil es hat zum Zwischendrin ist einer zum Stefan noch immer, als der Stefan noch beim Pissen war, und hat gesagt, er möchte ihm nur einen Tipp, möchte nicht zu viel sagen, aber sein Tipp an ihm war, wir sollten so lange gehen, solange sie noch gut gelaunt sind. Okay. Und ich habe das natürlich, wenn ich besoffen bin, dann, ich bin auch nie auf Streit aus, Ja. aber, also ich bin nicht auf Provokation aus, Ja. aber wenn mir jemand sagt, vor denen muss ich aufpassen, dann provoziert mich das. Und dann haben sie erzählt, sie sind Boxer beide, und ich war halt wirklich schon stark, und dann habe ich gesagt, cool. Ja. Ich habe gesagt, ob man leicht ist, ob sie Bock haben. Einfach nur, weil mich das nur interessieren. Ja. Nur so ein bisschen mit der flachen Hand, nur so antäuschen. Ja. Wollten sie aber dann nicht, Okay. Gott sei Dank. Ja. Ja, und dann sind wir gegangen und dann sind wir in die nächste Karaoke-Bar direkt gegenüber.
Apropos schnell saufen, am 18.10. meine Freunde, das Bierpong-Turnier vom Schönrammer, da spielen der Herr Altau und ich in einem Team mit und als der Los Brutalos DJ Dream, der Harry und der DJ Harper. aka der Stefano auch. Ich glaube, das ist der einzige Grund, warum die Leute dann kommen werden. Ja. Stefano, das ist einmal die Legende, aus die Geschichten kennenlernen. Was war deine Stefano-Geschichte? Das war Also ich habe gedacht, was das Bandel gerissen hat zum 18. Mal. Der Stefan hat wirklich kein einziges funktionierendes Bandel mehr in seinem Körper und es war so geil. Wir waren am Partybus und haben so sind einen schönen Aussichtspunkt direkt am Meer gefahren. Und dann waren die anderen schon am Bus und der Harry, ich und der Stefan waren noch da und dann bin ich auf einmal losgelaufen und gesagt, wer ist jetzt zum Bus, ist es ein Feigling? Und dann sind wir losgelaufen und der Stefan ist umgeschnäckelt und das Bandel zum 14. Mal gerissen und ist den Rest des Urlaubs so langsam gegangen. Ja. Und wir haben ja einen Arzt dabei, einen Dr. R., einen Dr. Florida, also der ist wirklich Arzt. Und aber sobald er besoffen ist, schaut er wirklich nur noch. Und das ist auch das, was, also sein Gesichtsausdruck spiegelt dann auch sein Geisteszustand ein bisschen wieder. Und wäre extremer Mundatmer. Ich sag, Dr. Florida, komm mal her, schau dir das einmal an. Er hebt es hoch, brutal angeschaut, also. Aber andererseits, was haben wir erwartet? Ja, was willst du sagen? Ein Eiring. Ja. Ansonsten, Kartfahren waren wir noch. Kartfahren waren wir. Ja, ich weiß auch nicht, irgendwie, wenn ich jetzt immer so zurückdenke, fühle ich mich so mega negativ, weil ich das Kartfahren erst keinen Bock gehabt habe. Ich auch nicht. Aber war auch sau witzig. Ich hab nicht keine Lust aufs Kartfahren per se gehabt, sondern bei dem Ausflug, weil ich mir schon gedacht habe, weil ich kenne uns ja. Also du bist ja noch schlimmer wie ich, aber am ersten Tag saufen wir immer am meisten, weil wir da alle am Feier sind und normalerweise auch am längsten. Ja. Und ich habe mir gedacht, wenn wir da bis um 6 Uhr wieder saufen oder so, oder um 5 Uhr und dann müssen wir um 10 Uhr werden wir abgeholt zum Kartfahren, wieder 4 Stunden geschlafen. Aber hat dann doch so du hast dann doch 3 Stunden hast du schon geschlafen, oder? Ich weiß nicht genau, aber nicht lang. Also 3 Stunden höchstens. Ja. Ich bin dann als letzter heimgekommen, weil ich mit irgendeinem anderen Ding nochmal verratscht gehabt habe. Kennt's mir ja. Und dann habe ich mein Handy ganz klassisch noch 2% Akku gehabt. Und es ist jetzt nicht so, dass wenn ich irgendwo nie hin navigiere, in einer fremden Stadt mit dem Handy, dann habe ich da keinerlei Orientierungssinn mehr. Ich wollte aber mein Handy-Akku nicht dafür verwenden, zum Hotel zum kommen, ausschließlich, sondern es gibt kein Klingel da. Das bedeutet, ich habe jemanden kontaktieren müssen, damit ich abgeholt werde unten. Das bedeutet, ich habe echt. Da gibt es Gott sei Dank so viele Mittelalterlokale und da erinnere ich mich noch am ersten Tag, habe ich mich noch erinnert und habe es irgendwie heimgeschafft. Keine Ahnung wie. Mein Handy habe ich dabei ausgeschalten. Aber es hat auch gar nicht so lange gedauert, das war alles cool. Und dann stehe ich da unten vor der Tür um 5, halb 6, keine Ahnung, und rufe an. Ich habe jeden aus dieser 14-köpfigen Gruppe gefühlt angerufen. Jeden Einzelnen, jeder hat 14 Anrufe in Abwesenheit gehabt. Ich habe einen Gruppenanruf getätigt und keiner dieser Arschlöcher war wach. Kein einziger. Und irgendwann. MJ gegangen, oder? Ich weiß nicht mehr. Ja, stimmt, ein MJ wäre. Der war nicht da. Ja, das war halt ein riesen Nachteil. Ja. Ich habe den Sim zurückgerufen. Danke. Gerne. Ja, weil dann bin ich kurz einmal aufgewacht und dann habe ich mir gedacht, ich habe pissen müssen. Ja. Und dann habe ich mir gedacht, Tobi, der halt auch, ob der daheim ist. Ja. Schau du musst meine Urlaubsmama schon aufpassen eigentlich. Ja, und dann schaue ich rüber und sehe genau, wie der Stefan allein auf der Schlafcouch liegt. Und dann habe ich gedacht, oh. Und dann auf mein Handy geschaut und gesehen, dass, also es war schon wieder an, aber es war halt gespart quasi, weil es ja aus war. Und dann habe ich es halt einen Pin eingegeben und dann habe ich gesehen, 5 Anrufe, okay. Aber dann habe ich die zurückgerufen und dann bist du nicht hingegangen. Ja, weil es aus war, glaube ich. Dann bist du irgendwann auftaucht. Ja, der Emanuel hat mich reinlassen, das war gut, weil er ohne Hosen runtergekommen ist. Und dann bin ich hoch, wir haben 2 unterschiedliche Apartments gehabt und dann bin ich oben, klopfe an die Tür und das macht mir keiner auf. Ich habe echt laut geklopft. Der Stefan ist 3 Meter weggelegen von dieser Türe, keiner hat mich gehört. Das bedeutet, der arme Emanuel hat dann, ich bin dann wieder runter, zum anderen hat da geklopft. Dann ist Gott sei Dank der Harry einfach im Gemeinschaftsraum ist er sitzend wieder mal. Auf einem Sessel hat er geschlafen. Der Dr. Florida hat
auch irgendwo am Boden geschlafen. Ja. Das bedeutet, wenn wir dann Harry sein Bett gelegt, bis er dann, der hat gar nicht gecheckt, der ist in der Früh dann gekommen und sieht mich in seinem Bett liegen und er war sich erst nicht sicher, ob das sein Bett ist. Sag ich, ist das mein Bett, sagt er. Ja. Ich sage, ja, ist cool, ich gehe hoch und dann war dann mittlerweile um 7 schon jemand wach kurz und dann habe ich noch gut geschlummert und dann sind wir zum Go-Kart fahren gekommen. Ich wirklich nur 6 Promille Restalkohol, also weil die werden auch nicht bloß, so viel weniger gewesen sein und dann haben wir uns aber erst einmal eine halbe aufgespart. Ja, schon eine kleine Fahrhalbe, einfach zum Runterkommen. Aber man muss die Typen, die diese Go-Kart-Bahn geleitet haben, muss jetzt mal ein großes Kompliment aussprechen, die waren so geil, die war alles scheiße geil. Ja, schon, ja. Da waren so Anfang Mitte 20-Jährige, gell, und dann er so, War ich bin so nur da, waren noch diese Begrenzer da. Und ich war der Erste, der ins Kart einsteigen hat müssen von unserer Gruppe. Da steh mir ein Bier ab, nimm noch einen Schluck, stell mir ein Bier ab und rumpelt halt voll gegen das Ding. Und er so, oh, too much Bier. Sag ich, nein, it's okay. War das lustig? Ja, ist schon lustig, ja. Mann, ja. Ja, also es ist ja eh geil, dass auf der Kartbahn da, also sie hätten aber auch keinen Bock gehabt. Der Crazy K hat sich den Rücken verletzt, das bedeutet, wir sind in 2 Gruppen aufgeteilt, waren in A und B und dann habe ich für ihn nochmal mitfahren können, was saugeil war, weil der Crazy K ist jetzt nicht so leicht und umso schwerer du bist, desto weniger Chancen hast du am Go-Kart, weil es einfach langsamer beschleunigt. Ja. Das muss man der Ferne selber dazu sagen. Und dann habe ich als Letzter gestartet und habe mich auf den 2. Platz von 8 Leuten noch vorgekämpft. Das war legendär, muss ich mir jetzt einmal selber loben an der Stelle. Aber das war geil, weil ich habe auch einen der Aufseher gefragt, was ausschaut, ob ich eigentlich zweimal dann fahren darf, weil er fährt nicht. Und er so, I don't know. Und ich gesagt, Und dann er so, I don't care to be honest. Und dann sag ich, zweimal gefahren. Also man muss sagen, das freundlichste Volk sind die Estländer jetzt nicht. Also so. Nein. Also sind schon teilweise. Die müssen erst warm mit dir quasi, werden. also auch wenn es keine richtigen Osteuropäer sind, aber. Gescheit, ist die Kamera ist angesteckt am Strom, gell? Ich hoffe es, ja. Schau mal. Aber leicht nichts, oder leicht ist sonst? Es gibt keinen Podcast, ohne dass wir mal nachschauen. Echt? Super, ey. Ja, kann schon. Gute halbe Stunde, oder? Müssen wir jetzt eh langsam, weil Ja. wir müssen, oder was heißt wir müssen, wir dürfen heute noch zum Mike fahren, weil wir ein bisschen proben für unsere Bavarian Pie Tour. Ja. Apropos, es ist jetzt offiziell, wir spielen in Saalbach, 6.12. Bergfestival, saugeil. Starkes Line-Up. Ja, sind jetzt eigentlich zum Schluss vom Jahr sind jetzt eigentlich so ein paar echt geile Sachen. Wir spielen in Regensburg, wir spielen im Backstage. Ich weiß nicht, ob wir es sagen dürfen, aber wir spielen noch bei einer Arena-Tour mit. Wir spielen in Saalbach und wir spielen noch mal im Fun. Stimmt, das ist auch schon relativ bald, oder? Also Regensburg und Fun ist im November. Ist am 6.12. ist ja Saalbach. Ja. Gell? Ist da davor oder danach was? Also ich habe da am Vortag einen Geburtstag, einen privaten, aber sonst. Nix. Ich muss noch mal schauen, weil die Clubboys haben ja gefragt, ob wir bei ein paar Dingen unsere Songs mitspielen wollen. Ja, das und haben wir schon einen Slot Für was? in Saalbach? Wissen wir schon, wann wir spielen? Nein, also da wird dann gerade noch geschaut, ob wir wieder 2-mal spielen oder einmal. Echt, oder? Ja, Okay. ich hab Bock, glaube ich, geil. Ja, voll Bock. Also das war. Ich habe Angst, dass es nicht mehr so geil wird wie beim ersten Mal, weil das erste Mal war ja einfach nur. Ich darf gern 2-mal spielen, weil es auf dem Berg oben einfach geil war. Ich habe letztens der Ding erzählt, der Sabrina, dass wir jetzt Safe da spielen und eigentlich habe ich gesagt, ich habe keinen Bock, 2-mal zum Spielen. Ja. Aber eigentlich habe ich voll Bock, wenn ich darüber nachdenke. Also ich glaube, wenn es mal auch so darf, dann würde ich sogar lieber am Berg umspielen. Also die Stimmung, glaube ich, war unten geiler, weil die Leute halt schon viel besoffener waren und das halt mehr unser Ding ist. Aber oben war die Stimmung so überraschend gut. Ja, und das war nach wie vor die riesen Überraschung, weil wir gedacht haben, wo wir einen Soundcheck gemacht haben, waren nicht ungefähr 3 Leute. Ja, und da haben wir uns beschimpft. Ja, und als wir dann oben waren, war er echt voll. Ja. Ich glaube, wir blamiert beim Masse, beim Halbexen, aber Ich weiß da nicht, gibt es ob noch du das besser Revanche. kannst. Ja. Fabi. Das ist halt schade. Diesmal sind ja sind tatsächlich, also die anderen, ich kenne ein paar von den anderen, also es sind keine Bands da, muss ich jetzt ganz ehrlich sagen, wo ich jetzt mich brutal gefreut, die persönlich kennen zum Lernen. Weißt An du, was ich unserem mein? Tag? Ja, Nein. an beiden Tagen nicht. Ja. Ja, Turbobier kennen wir ja schon. Ja. Und geile, Ja. gute Scheiben. Materia befürwortet ein bisschen. Den gehört, aber- Den Frauenschläger,
Materia. Ja. Ist der ein Frauenschläger? Also haben es einige drunter kommentiert. Ich habe dann Okay. nachgefragt an Google und Ja. an ChatGPT. Er war mit seiner Alten im Ausland und da in Amerika und dann ist halt Polizei gekommen, weil sie sich sehr körperlich Ah ja, gestritten stimmt, haben. ja, da war er mal kurz in Haps. Ja. Aber ganz ehrlich. Ja. Nicht so Sollen sie was. untereinander Ich hab gedacht, das klären? war der Casper, aber das ist der Materia. Muss ich wohl ein paar Anschuldigungen zurücknehmen. Ja. Fakt war eigentlich, Sabrina hat ein großartiges Thema der Woche in Anlehnung an unsere Bavarian Pie Tour. Ja, Ich darf aber sagen, wir gern direkt über so die 5 Fragen. ja, passt für mich. Haben wir schon wieder viel geschnackt. Jetzt Ja, aber wieder was Cooles aber haben passiert. wir ewig nicht mehr gesehen. Ja. 5 Fragen, Kid-Rap. Ja. Was ist Bingen? Weil sehr viele Leute in die Kommentare Ja. gefragt haben. Bingen ist eines von den großartigsten Saufspiele, entstanden bei uns im Oberland. Ich glaube tatsächlich, irgendwelche Eishockeyspieler haben das erfunden. War das wichtig, das dazu zu sagen? Ich, Ehre wie Ehre gebührt. Ja, genau, ja. Und du spielst es ganz einfach. Du brauchst eine Tischtennisplatten und auf jeder Seite ist in der Mitte ein Schlägerbreit Abstand vom Rand, ein halbe Krügel und man spielt es normalerweise in Zweierteams oder genau allein, aber wurscht. Und das Ziel ist, das Glasel vom anderen zum Treffen. Und wenn du das Glasel triffst, musst du trinken. Der andere. Der andere trinken, genau. Also dessen Glas getroffen wurde, der muss trinken. Wenn du eine triffst in sein Glasel, muss man es exen. Und dann gibt es noch ganz viele Zusatzregeln, die wo halt das Ganze natürlich noch viel komplizierter und behinderter machen. Aber es ist gar nicht so kompliziert, weil was ich so feiere, ist, ich spiele ja gern Tischtennis und Ja. die normalen Tischtennisregeln sind komplett irrelevant, Ja. also nahezu. Ein Angabefehler ist, du musst selber trinken. Ja. Was aber eigentlich meine absolute Lieblingsregel ist, wenn der andere, also wenn du ja im Spiel über die Platten spielst, ist ja im Tischtennis einfach, der andere kriegt einen Punkt. Ja. Aber da ist es wurscht, außer der Gegenüber fangt ihn. Und das Ja. macht sau Spaß, Ja. wenn die ganzen bläden Weiber wieder Ja. drüber und Ja. Ja. weil Fanger kennen wir auch relativ Ja. gut. Deswegen Bingen sehr, sehr geil. Und dann Ja. gibt es natürlich noch, wenn er zurückspringt vom Glasl auf die Seiten, Ja. Bing im Spui. Und Mutter, also, Großmutter, Panzer, stimmt, Mutter ist, wenn es der erste Angabe nicht zurückbringst, nicht zurückbringst, Mutter. Wenn es die zweite Angabe nicht rüberbringst, Großmutter. Großmann musst du saufen. Ja, und irgendwann, also du trinkst relativ schnell viel auf jeden Fall, zumindest wenn du ein bisschen Tischtennis spielen kannst oder gut fangst. Und du bist sehr, sehr schnell sehr strack. Ja. Und irgendwann bist du halt so besoffen und es kann sein, dass wenn du sehr besoffen bist, du dich langsamer bewegst. Wenn jemand eine Angabe macht und du bewegst dich gar nicht, dann bist du Panzer. Dann musst du Stimmt. saufen. Also nicht nur Angabe, sondern insgesamt, wenn du nicht am Ball hingehst. Ah, okay. Wenn du keinerlei Aktion zeigst. Ja. Und auf die, du darfst auch nur abwechselnd spielen, also im Doppel. Das ist eine große Gefahr. Ja. Bei der Angabe darfst du den anderen Becher, den anderen Kriegel auch nicht treffen. Ja. Also das ist Sancho. Und das Geile ist, du bewegst dich halt richtig. Und das Einzige, was halt problematisch ist an dem Spiel, dass wenn du halt sehr gut darin bist, dass du kaum zum Saufen kommst. Ja. Das ist das Ja, du einzig musst halt Schlechte. eben nur ein Nebenbei-Bier haben. Schon, aber es macht ja schon mehr Spaß, Ja. wenn es dann einfach wirklich im Spiel besoffen Ja. ist. Also das ist die einzige Schwäche, aber mein absolutes Lieblingssaufspiel. Ja. Aber halt auch das am schlechtesten portable. Ja, das ist auf jeden Fall. Du musst halt immer irgendwo hin, wo eine Tischtennisplatten ist. Ja. Hat in Deutschland immer ganz gut funktioniert, aber. Was auch Und bei funktioniert. mir auch daheim, weil ich bei vom Haus. Eigentlich braucht es nur ein mobiles Netz, das einklemmt und dann geht es mit 2 Biertischen auch. Ja. Machen wir mal ein Tutorial. Ja, Das müssen machen wir mal- wirklich, weil Bingen so geil. Kid Rap, mit wem würdet ihr gerne mal ein paar lecker Bierchen saufen? Fiktiver Charakter, prominenter, scheißegal. Haben wir das nicht schon mal Und beantwortet? ich sage jetzt einfach, fällt mir spontan ein mit dem Hesselhoff. Im Hesselhoff, das ist glaube ich geil. Oder mit Charlie Sheen. Ein Bier trinken, wem macht ich glaube, weil es richtig eskalieren kann, klar ist eine sichere Nummer, ich hoffe, das sauft noch. Ein Charlie Sheen. Also geh stark Ja, davon aus. gut, weil sonst war es ein mega Flop. Letztens gelesen, dass das mexikanische Kartell kurz aufgehört hat, Drogen zu verkaufen, weil sie sich Sorgen gemacht haben. Was? Wegen Charlie Sheen. Ja, weil sie hat gesagt, sein Kokskonsum ist so schockierend. Ja. Mach mal langsam, Bruder. Es Ja. kann nicht sein, dass das alles für dich ist. Ja. Ja. Also auch Charlie Sheen, oder? Ja. Cool, dann kann man zu dritt saufen. Wieso du hast dann Hesselhoff? Ich habe mir aber dann für einen Charlie Sheen. Ah, okay, gut. Ja. Aber dann saufen zu viert beim Hesselhoff. Ja. Glaubst du, Hesselhoff und Charlie Sheen mengen sie? Sind die gleich alt? Boah, Kannten schon sein, oder? kann sein, ja. Ich glaube nicht, dass sie mengen irgendwie. Ich glaube, Charlie Sheen mag keinen. Ja, das stimmt.
Was ist die Grenze bei einem abgelaufenen Bier? Wie lange würdet ihr es noch trinken? Ich mach's auf und probier's. Mir wurscht, was das abgelaufen ist. Und dann schaue ich. Meistens schmeckt es ein bisschen nach Blech. Also ich kann euch ein Beispiel nennen. Der Kid Rap und ich waren im Gartenhäusl von meiner Oma. Wir Ja. haben kein Bier mehr gehabt. Das war unten seit 12 Jahren abgelaufen. Wir haben es getrunken. Ja. Und ich glaube, wenn es seit 20 Jahren abgelaufen gewesen wäre, hätte ich es auch getrunken, weil es halt da war. Ja. Aber ich darf jetzt ein nicht abgelaufenes Bier am abgelaufenen Bier vorzeigen. Ja. Sonst gibt es für mich keine Obergrenze, außer es breckelt halt. Ja. Also, oder es schmeckt halt nach Schimmel oder so. Aber Ja, ein bisschen Eudeln. Mei. ja, das darf schon. Welches Land wollt ihr noch unbedingt sehen? Mei, was soll ich anfangen? Ja. Wo war ich noch nicht, was ich unbedingt noch sehen möchte? Es gibt viele Sachen. Es gibt auch noch Teile von Ländern, wo ich noch gerne sehen würde, aber Ich gerne mal nach Amerika. ja. Ich darf tatsächlich gerne nach Finnland in dieses Dorf, in dieses Weihnachtsdorf. Da ist sehr gerne. Lappland, oder? Auch kann also peinlich. Peinlich, Alter. Was? Ansonsten, Mein Indonesien, da war ich noch nicht, das darf mir schon extrem jucken. Also Bali und die ganzen anderen Inseln. Also mehr die anderen Inseln wie Bali. ich möchte gerne nach Australien Ja. definitiv. Kanada würde mich interessieren. Ja, stimmt, Kanada, ja. Also es gibt wenig Länder, wo ich komplett Nein sagen will, außer Ja. jetzt aktuell so ein bisschen Indien nach wie vor. Ja, das darf mich nicht zum Urlaub mal interessieren, zum Vloggen darf es mich interessieren, weil ich glaube, Ja. das ist halt geisteskrank. Ja, und China war mir auch zu anstrengend. Ja, darf mir aber auch irgendwie jucken. Vor den Russen habe ich irgendwie Angst, Ja. unabhängig vom Krieg. Ja. Was war das letzte, worüber ihr laut lachen musstet? Oh, das ist noch gar nicht so lange her. Da habe ich mich fast bepisst. Scheiße, was war das? Weil beim Junggesellenabschied haben wir gewiss einmal gelacht, oder? Ja, wir haben wir ja nicht sind- über unsere eigenen Witze, aber meistens schon. Irgendein Lachflash habe ich schon gehabt. Klar, war schon lustig, als der Stefan oder? eingefallen Er hat ist. irgendwas Lustiges gesagt. Auch. Ein Jahr im Bus, das weiß ich noch, da hat er ewig lang wollte er wissen, warum. Alter, was das war. Da habe ich laut gelacht, ja. Ja. Letztes Mal dann hat zum Tom gesagt, als er an der E-Zigaretten angezogen hat er gesagt, hey, schmeckt der normale Luft nicht. Das okay. noch witzig. Ich habe auch noch was Lustiges, ich habe nur Angst, ich muss jetzt dir sagen, weil ich vergesse es Ja. sonst, weil du merkst das aber. Ja. Letztens hat einer gesagt, weil es kriegt einen Zettel und sieht, dass es sehr teuer ist und fragt, sind das Lire? Das habe ich sehr lustig gefunden. Ja. Ich wollte mir den aufgehalten, Ja. aber hätte ich vergessen. Ja. Er hat nicht mit Rode. Passt, Du ja. irgendwann bitte. Ja. Ja, Fan der Woche. Waren das 5 Fragen? Das waren 5 Fragen. Echt? Okay, krass. Fan der Woche. Mir hat jemand angeschrieben. Und zwar hat der gesagt, er hat einen kleinen hässlichen Typen im Bierzeug gesehen. Oder ob ich das bin. Damit hat er mich gehabt. Und zwar war das der Rick. Alter Auto, alter Zipfelklatscher, hockst du gerade in der Ochsenbraterei, Box D-Tisch T03, da hockt so ein kleiner, wuchtiger Typ, Geheimratsecken bis zu die Knie, aber dafür eine fesche Alte nebendran. Ich bin ein riesen Fan von deinem fetten Spätzl. Aber er hat den gemeint, Ja. glaube ich. Ja, okay. Wenn ja, Bier, wenn nicht, bewerbe ich mich um den Fan der Woche, wenn grundsätzlich nein, bin ich ja gern der Preis der Woche. Und dann sage ich, nein, dann schreibt er mal, ich habe dich wohl verwechselt, 10% mein und 90% dein Fehler. Also, Rick, ich weiß nicht, wie du ganz heißt, klicke mal drauf, immer noch, nur Rick. Rick 44, oder? RDI44, ja. Du bist hier mit der Fan der Woche. Ich habe mir deine Transformation auch angeschaut, aber kenne jetzt auch wieder die aktuellen Bilder von dir. Also, weitermachen wieder. Ja. Wieder anfangen, Bruder. Sonst hast du ebenfalls viele Gesprächsthemen über deine Jeans. Ja, stimmt, ja. Secret Tipps, Bierpong-Turnier von Schönramer. Ja. Turnier schreibt man übrigens mit R, muss Ja. ich nochmal sagen. Habe jetzt mitgekriegt. Ja, Weil hier hat es ein Proname ohne R geschrieben. ohne R, okay. Turnier. Ja, sagst du Tunesien. Nein, hast recht, ja. Und ich gehe ins Tunen. Ja.
Ja, also ich glaube echt, dass das sauwitzig wird. Bei Ja. dem Bierpong-Turnier gibt es nicht nur Bierpong, sondern als erster gewinnst du, glaube ich, 50 Liter Panze und einen Bierpong-Tisch. Ja. Und Zuschauer können einfach so kommen. Das ist Ja. auch voll geil. Und was, glaube ich, auch praktisch ist, falls die Leute einfach nur mit uns ratschen wollen, wir werden nach der Vorrunde wahrscheinlich raus sein. Das stimmt, ja. Ich weiß nicht, ich hoffe, wir können nicht raus. Ja, stimmt. Aber wir haben so Ein Wildcard. Ja, brauchen wir auch definitiv. Stimmt, ja. Stimmt, wieso spielen wir einfach mit? Also eigentlich wir sollten das Finale sein. Ja, stimmt. Damit das Finale dann schon 45 Minuten Gibt es dauert. eigentlich eine Zeit? Ich hoffe, muss Zeitbegrenzung Ja, geben. sonst wärst du nicht fertig, oder? Es gibt noch Flankeball scheinbar, das werden wir zwischendrin einmal einlegen müssen. Haben sie nicht sogar noch Bingen gesagt? Nein, Nein, sie haben das es geht nicht uns gesagt. nicht. Scheiße. Ja. Irgendwas hat es noch gegeben. DJ, Aftershow-Party. Ja, spielen werden wir nicht. Außer es ist zufälliger Gitarre da und ich bin so besoffen. Ja. Aber war klüger, wenn keiner von uns spielt an diesem Tag. Gell? Also schaut's vorbei, liebe Freunde. Ja. 18.10. Ich glaube, es sind ein paar Plätze frei, 40 Euro pro Team. Saufen wir eine gemeinsam. Fälle. Die letzten Worte hat wie immer der wunderbare Harry. Danke.